Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, mein Seagull. Und die sieht ein bisschen anders aus wie serienmäßig. Vor allem der Teil, also, ja, das Ding sah schon okay aus. Und ich hab's wahrscheinlich auch falsch rum montiert. Aber, ja, ich wollte das so rum haben, dann sieht das windschnittiger aus. Und ich habe mir jetzt einen eigenen Griff entworfen. Die Schraube habe ich schwarz angemalt. Das ist nicht der beste Lack gewesen oder so ein Lackstift, das seht ihr. Ich habe schon mit rumgespielt, deswegen ist das jetzt nicht ganz frisch da gucken. Ach, guckt das Silber schon wieder durch. Muss ich mal gucken, dass ich gescheit lackierte Schrauben finde. Aber das sind Wohlstandsprobleme. Aber das haben wir jetzt tauscht. Und das haben wir ja schon ziemlich, ich glaube beim ersten Mal schon tauscht. Es sieht einfach besser aus. Und ist leichter verstellbar und alles. Und ach ja, hauptsächlich Optik. Und was wir noch haben, was wir da probieren wollten, steht da vorne. Und ich wollte jetzt unbedingt mal die Seagull um die holen. Weil hab da bei meinem Kanal so lang geschaut und festgestellt, da ist viel Orange und Gelb und eigener Blaster, Stampede und alles. Wir müssen da mal ein bisschen Farbplex reinkriegen. Oder eine Abwechslung. Jetzt haben wir da Lila, dann da passt es dann. So, jetzt sollten wir eigentlich gucken, was für Feder drin ist, weil wir machen ja mal die Versuche. Da. Aber das mit dem lila Magazin, das sieht nicht ganz so. Das sieht besser aus mit schwarzem Magazin, aber wir haben da Pfeile drin. Da kann man. Das ist, glaube ich. Das fliegt wohl runter. Und ich glaube, es ist leer. Und heute machen wir mal einen Vergleich. Welche Feder dann, welche Laufkombination. Also insgesamt 4 Versuche. Und wir sollten jetzt erst mal gucken, was überhaupt drin ist. Wir machen jetzt, ich weiß nämlich, ich glaube, da müsste die stärkste Feder drin sein, aber ich weiß es halt nicht. Und das BK machen wir weg. Ja, die Dinger, die lassen wir jetzt weg. Zumindest werden versucht, die mache ich wahrscheinlich nach dem Video wieder noch. Ja, weil da habe ich die Schraubklappe verdeckt. Ja. Wobei mir bloß das auch nicht reicht. Weil das vorne, das können wir dran lassen. Glaube ich. Ich habe das bisher bloß zusammengebaut und nicht auseinandergebaut. Das ist. Von dem Blaster habe ich noch recht wenig Ahnung, wie man zerlegt. Das ist selten in meiner Sammlung mittlerweile. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man was Fertiges kauft, dass das halt auch einfach idealerweise einfach funktioniert. Wobei ich da auch schon andere Fälle habe. Da kommen wir auch noch dazu, wo ich mich da erst einmal auseinandersetzen musste, dass es funktioniert. Aber das behandeln wir auch nochmal. So, wenn wir das da haben, die Schraube lassen wir, glaube ich, einfach für die Zeit von den Versuchen draußen. Und dann müssten wir das leicht entfernen können, das ist da noch. Ja, komm schon raus. Okay. Ein bisschen draufklopfen. Dann erledigt sich das. Jetzt habe ich das nichts gedacht. Da unten sind meine Pfeile. Weil wir machen natürlich die Versuche. Schön spannend. Also das habt ihr gesehen. Das kommt ins Archiv. Also Archiv ist hier die Verpackung, weil die finde ich cool. Das die sieht schon cool aus. Das ist das Archiv. Zumindest für den Blaster. So, archiviert, ganz professionell. Mal zukünftig sich, wenn das mal vergessen solltest. Und das kriegt man dann gescheit ins Bild. Aber die Seite. Komm. Müsste jetzt hier keiner auf Profi machen. Zumindest nicht, was das betrifft. So, das steht da, das ist los, dann müssen wir die zwei noch aufmachen. Dann
müsste es passen. Da habe ich extra noch für die Versuche noch frische Pfeile aufgehoben. Dass man das mal richtig hochprofessionell macht. Da hoffe ich, dass euch das Format nicht so sehr gefällt, dass ich das nicht immer so machen muss, weil da habe ich keine Lust mehr, jedes Mal neue Pfeile zu holen. Wobei gerade für solche, sag ich mir mal, da, wie viel sind das? Steht da irgendwo Anzahl drauf? Oh, keine Ahnung. Aber es sind noch ein paar neue Pfeile. Den Rest verwende ich natürlich immer wieder, aber lager sie separat. Wir haben einen eigenen Blaster in so einem Magazin mal Pfeile rein, die lagere ich dann wieder separat, weil die sind halt ordentlich quetscht. So, jetzt gucken wir mal, was für Konfiguration wir da drin haben. Das dürfte jetzt, das sind bloß 2 Schrauben, dann müsste er zerlegt sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Und was man auch ausmacht, das machen wir gleich beim ersten Mal, die Feder, die das Ding wieder zurückfedern lässt. Das ist einfach persönliche Geschmackssache, das mag ich nicht haben. Die muss raus. Ja, das habe ich mir schneller vorgestellt. Aber vielleicht dann das nächste Mal doch im Zeitraffer, weil sonst muss ich euch immer Geschichten nebenher erzählen. Das kann ich auch machen. Das ist da lag noch ein Magazin. Das liegt jetzt halt auf dem Boden. Und ich bin ordentlich verschrocken. Okay. Ja, da ist halt ein bisschen Staub. Ja, ich habe schon ein bisschen mit rumgespielt. Jetzt ist. Wie kommt man an die Feder noch? Müssen wir das ganze Ding zerlegen. Das geht einfach weg. Das lassen wir. Ah, wieder umgeschmutzt noch fast. Eieieiei. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ziemlich sicher der kurze Lauf drin. Das ist der lange. So, da legen wir das oben auf die Box drauf. Dass der Schmutz auch da bleibt und kein zusätzlicher Dreck reinkommt. Die Feder ist halt. Das ist schon cool gemacht. Anders System wie man sonst so kennt. Ein Griff zu entwerfen war ein bisschen Aufwand. Das ist, muss ja dahinter da drüber gehen und dann natürlich auch über die Schiene. Darf halt nirgends anschlagen. Oder vorne muss es ja auch drüber gehen, weil sonst, das ist halt schon recht enger Platz. Aber jetzt. So, da. Gucken wir mal. So. Das. Boah. So, gut schmutzig ist. Weil da steht nichts drauf. Dann hoffe ich, dass wir das einfach sehen können. Ich gehe mal davon aus, das ist die stärkere Feder. Sagen wir, fangen wir mit der schwachen Feder an. Oder wobei, fangen wir mit der starken Feder an. Weil ich glaube, die schwache Feder lasse ich zum Schluss drin. Und das BK machen wir zum Schluss wieder drauf. Weil das habe ich jetzt nicht vor, auf den langen und auf den kurzen Lauf drauf zu machen. Ich will einfach mal sehen, was das Blasterle kann. Also, das heißt starke Feder. Und dann jeweils langer und kurzer Lauf. Das da
Ja, das ist jetzt. Schaut, jetzt besseres Licht an der Stelle habe, muss man da halt ein bisschen neidiger, aber das ist schon ganz gut gemacht. Also, wenn man das sonst mit der Prophecy vergleicht, ja, da möchte ich solche Versuche einfach nicht machen. Also, nee, beim besten Willen nicht. Weil das macht einfach keinen Spaß. Das dauert viel zu lang und ist halt auch, der Blaster hat also so Gewinde-Dinger da, die mit, also ich glaube Heat Inserts unter dem Begriff. Gewinde-Einsätze heißt es auf Deutsch, glaube ich. Sowas habe ich mittlerweile auch. Das baut man dann auf den Lötkolben drauf, setzt das Ding drauf und drückt es dann ins Kunststoff rein. Das ist halt schon eine ganze Ecke besser. Was ich Nachteil finde, dass es hier kein Sichtfenster hat. Weil ich meine, bei der Prophecy sieht man halt einfach, wenn man das Fenster aufmacht, also das nach hinten schiebt, das Klepple, das man halt ja, wenn sich irgendwas verklemmt. Und dann sieht man halt auch einfach, ob noch ein Pfeil drin ist. Das sieht man halt hier nicht. Also ich meine, vielleicht im Magazin, aber ja, der Teil ist halt, ja, selbst wenn man ein durchsichtiges Magazin hätte, der Teil ist halt im Blaster. Bis hier. Das heißt, selbst dann wird man die letzte Schuss nicht sehen. Das ist halt ein Nachteil. Das wäre geschickter, wenn man da irgendwie so ein Sichtfenster hätte und da dass man es einfach auf beide Seiten hat. Aber ja, sonst ist das ein ganz cooles Ding. Und Sealer brauchen wir jetzt halt nicht, deswegen können wir das machen wir zum Schluss wieder drauf. So, dann brauchen wir 6 neue Pfeile. Sagt er und greift 5 raus. Ah. Gehen wir mit der Ästhetik. Und noch ein. Die sind dann halt dann auch nicht mehr neu. So, wir haben jetzt starke Feder, kurzer Lauf. Habt da was vorbereitet? Sonst muss ich dann auch nochmal so Ton drauf sprechen. Aufwacher, gibt was zu messen. Das Messmittel Nummer 3. Überhaupt nicht kalibriert, aber das wird nur taugen. So, ja, die ist stärkere Feder. Dann haben wir starke Feder, kurzer Lauf. Ui, 50,2 Meter pro Sekunde. Wir gewöhnen uns einfach an gescheite Maßeinheiten. 49,9 Meter pro Sekunde. Ui. Hier wird nachher Spaß haben, die Pfeile zu suchen. 50,4. 49,5. 49,6 und 51,1. Die sind echt nah beieinander. Also was haben wir im Mittelwert? Das notieren wir erstmal. Das heißt, kurzer Lauf, starke Feder. Durchschnitt haben wir 50,1 in Meter pro Sekunde, steht da oben. Deswegen brauchen wir das da unten nicht. Minimal 49,5 und maximal 50,1. Können wir das nachher auch gleich am Ende vom Video. Okay, sehen wir das gegenüber. So, das ist beeindruckend. Ich glaube, Fuß pro Sekunde ist das
Jetzt resetten. Tschüss. Ja. Ja, passt. Ich resettet. So. Eieiei. Das ist jetzt. Scheiße. Okay. Das mit dem Lauftauschen müsste theoretisch einfach gehen, wenn man nicht gerade ein bisschen ölige Hände hat und der so kurz ist. Eieieiei. Eieiei. Leg's mir im Socken. Hang. Will da garantiert. Man. Ja, das Grust. Das müsst doch einfach rausschrauben. Oder. Ja. Eieiei. Ich probiere das mal aus. Hat der Kamera, sonst sind wir noch ewig da. Bis gleich. So, Dele. Da ist der Lauf. Und da ist der Rest vom Schützenfest. Ja, das sollte eigentlich einfacher gehen, aber naja. Da ist jetzt ein Stückchen Tesa drauf. Ich hab doch Rohrzange mit Zewa umwickelt und Zeugs und dann mit ein bisschen Nachdruck. Also das ist auf jeden Fall der kurze Lauf gewesen. Das ist ziemlich eindeutig. So, dann gucken wir, dass man den langen Lauf reinkriegt. Da ist halt. Ah ja. Das mit der Feder ist halt dafür nicht ganz ideal. Ja, die bauen wir nachher beim Tausch zur nächsten Feder, bauen wir die gleich mit aus. Das dürfte ja. Mach ich das mal für mich. Weil, wie schon gesagt, ich glaube, das ist Geschmackssache, ob das einem gefällt oder nicht. Mir gefällt es halt nicht. Also, es ist dann schon cool, wenn man ein Magazin einsteckt oder nochmal das schon gespannt ist und man nochmal kurz einfach, also gerade jetzt, wenn ich das schon gespannt habe, dann laden wir mal die 6 Pfeile ein. Ich wollte euch zeigen, was ich cool finde. 2, 3, 4, 5, 6. Und diesmal. Ja, irgendwie kriege ich das hin, dass ich von Hand gleich die richtige Menge. Dann kann man immer noch. Zack. Das ist schon cool. So, Lauf ist fest. Dann gucken wir mal, was wir rausholen können jetzt. Also 50,1 im Durchschnitt gilt es zu schlagen. 53,1. 55,8. 54,4. 53,6. Dann haben wir 53,5. Das war mein Mund. 54,5. Das waren sie alle. So, dann haben wir diesmal im Durchschnitt 54,1. Dann haben wir minimal 53,1 und maximal 55,8. Ja gut, das ist eine ganze Ecke stärker. Das ist noch hinten rein. Ja, sollte halt noch treffen. Das können wir mal. Seite da. So, da. Dann
Dann würde ich sagen, ich mache mal die schwache Feder rein. Da ihr das jetzt auch mal gesehen habt, können wir das jetzt schnell durchlauf machen. Bis gleich. So, schwache Feder, langer Lauf. Das heißt das Feld. Durchschnitt, minimal, maximal. Und Messmittel ist schon resettet. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass nicht die schwache Feder drin ist, dass man das ein bisschen, seht, für hier, um hier ein bisschen auf die Distanz ein bisschen Spaß zu haben, ist das einfach alles ein bisschen zu stark. Gerade so am Kopf vorbei. 49,6. 49,9. 50,3. 49,4. 49,7. Und nochmal 49,7. Das heißt, dann haben wir einen Mittelwert von 49,7. Minimal von 49,4. Und ein Maximal von 50,3. Das heißt, das wird das sein, wo die ganzen Werte am nächsten beieinander liegen. Das kann jetzt, also, das fehlt noch, aber so wie es jetzt bisher aussieht, ist das so ein konsistenter, gleichmäßigster, sowas. So, der Vorteil bei dem Lauf ist, das kann ich jetzt Zeuge wieder rauskommen. Selbst wenn ich jetzt ein bisschen ölige Hände habe, ist der lang genug, dass ich da greifen kann. Und ja, das dauert eine halbe Ewigkeit, aber irgendwann ist auch draußen. Weißt, keine Ahnung, ein bisschen Abrieb vom Kunststoff dran. Das war beim anderen vorher auch. Das muss man da noch. Das ist dabei ein bisschen drehen, das ist ein bisschen. Ja. Der Lauf ist halt ein Scheiß. Also zumindest zum einmal nein machen. Uiuiui. Aber besser. Nein, Gott, besser wie raus. So, jetzt doch das Sitzen. Und die Messungen haben wir eigentlich schon mal gemacht. Weil das ist jetzt wieder der Zustand, den wir vorher schon hatten. So. Dann 6 neue Pfeile. Ja, nochmal 8. Zum Schluss können wir noch das BK drauf montieren. Das Ding mit den Kugellagerle. Und gucken, ob das überhaupt einen Einfluss hat. Also ich meine, auf die Präzision wird schon einen Einfluss haben, aber da haben wir Schussstärke. Aber das wollte ich jetzt nicht mit jeder Konfiguration machen. Weißt du? Das habe ich sowieso hauptsächlich drauf, weil es einfach cool aussieht. Und dann machen wir die Schreibblätter noch wieder. So, dann müssen wir resetten.
und zurück. So. ...46,0. ...45,9. Was ist mit dem Trigger los? Das ist nicht so gewesen vorher. Auf jeden Fall 46,5. 47,2. 47,9 und 46,5. Was haben wir dann? Durchschnitt von 46,6. Ein Minimal von 45,9 und ein Maximal von 47,9. Das heißt, dann können wir noch mit BK Durchschnitt Min Max das war der Kugelschreiber, das wollte ich eigentlich irgendwann mal demonstrieren in der Situation, wo ich das geplant hat. Der hat getroffen. Also, dann machen wir das BK wieder drauf. So, Schriftzug nach unten, dann ist er aufgeräumt. Jetzt ist der Teser, ist da absichtlich. Dann Magazin raus. Das Resetter. Hochprofessionell. Und zurück. So. Genau. So. Das ist aufgeräumt. So, da gucken wir, ob das einen Unterschied macht. Gut, das wird ein bisschen einen Unterschied machen, wenn man jetzt halt auch noch um die Distanz weiter hinter messet. So in etwa. 47,6. 46,6. 48. 47,3. 47,4 und 45,6. Das heißt, Mittelwert ist besser geworden. Nicht viel, aber Mittelwert ist mit 47,0 um 0,4 Meter pro Sekunde besser geworden. Das heißt minimal 45,6. Das geht jetzt minimal und maximal geht ein bisschen weit auseinander. Okay. Ja. Weiß nicht, ob das so ausschlaggebend ist. Ist aber ganz grob gesagt ziemlich ähnlich. Jetzt können wir noch die ganze Schraube wieder drauf machen. Eieiei. Deswegen hat man Blaster, was man trifft. Oh, könnt ihr mal mit einer Messwerte bewundern. Ich glaube. Oder wenn man das bin am überlegen, ich habe da noch so ein Max Pro, wo die auch noch testet. Dann
Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Max Pro, gucken wir, ob das bessere Ergebnisse bringt. Aber dann lassen wir es gut sein mit dem hochprofessionellen Inhalt. Oder? So, davon habe ich noch, seht ihr, verwende weniger. Davon habe ich nur einen Großteil von dem. Und das haben wir neulich bei der Stampede festgestellt. Die sind, glaube ich, auch dicker. Wenn man das vergleicht. Also in der Prophecy gange die nicht so recht. Und ja, die Stampede hat ja quasi so ein Prophecy-Lauf, da sind die auch festgesteckt. Das war jetzt dann kein Spaß. Aber Gott, die Stampede ist auch generell kein Spaß. Also noch nicht. Also ich arbeite dran, dass es mal irgendwann mal Spaß wird, aber so viel kann ich verraten. Da sind innen drin ein paar Teilbrochen. Da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich die repariert kriege. Ich hoffe, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn nicht, guckt auf meinen Kanal vorbei. Guckt euch das Video an, das letzte. Teil 9. Also an meiner Stampede baue ich schon lang rum. Also da habe ich mittlerweile Haufe Zeugs. Jetzt gucken wir, ob die gegangen. So. 46,7. 49,7. 46,9. 49,9. 48,6 und 49,6. Das heißt, Durchschnitt von 48,5. Minimal von 46,7 und ein Maximal von 49,9. Das heißt, die scheinen ein bisschen gewaltiger zu sein. Gut, das kann schon dran liegen, wenn die ein bisschen dicker sind, dann dichtet die besser, dann baut sich mehr Druck auf. Wobei die haben, gut, minimal ist schon ein bisschen höher, maximal ist ein bisschen höher. Das müsste man jetzt, die Standardabweichung könnte man jetzt noch berechnen, wobei ich da nicht sicher bin, ob das bei 6 Messwerten schon Sinn macht. Und mir geht es hier nur um eine grobe Aussage. Also, um das wirklich alles zu analysieren und sowas, da bräuchte ich dann auch so Zielscheibe, wo man dann Präzision bewerten kann und alles und Zeugs. Und das ist ein Ziel, da können wir drauf hinarbeiten. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann muss ich mir da was überlegen, wie man das hinkriegt. Weil momentan sehe ich halt meine beschränkte Mittel. Und damit muss ich halt machen, was ich machen kann. Da seht ihr dann die entsprechenden Pfeile. Haben wir das kunstvoll nachgerichtet. Und da noch der rechtliche Krust. Da noch, dass das schönes Abschlussbild gibt. Werden wir euch noch ein bisschen Zeugs erzählen ein bisschen Pläne über die Zukunft. Ja, müsst ihr halt Abo da lassen, das klingende Trigger und Kommentare und ihr kennt ja den ganzen Quatsch. Einfach machen und Kanal unterstützen und dann kriegen wir das schon alles irgendwann mal hin. Da können wir da viel Blödsinn und viel hochprofessionelles, Ingenieursmäßige machen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und viel Spaß beim Plästern. Euer Blasteringenieur.